Amen zusammen. Könnt ihr mich alle verstanden? Überschrift. Wie kommt Sint Maarten in die Engelblecker Siedlung? Tussen de Jahren 1927 und 1929 bot die Stadt Mönchengladbach in Arbeitersiedlung an Oststraat. Der Bauplatz war een uitgetusselde leemkoel und heesde Fennekoel. Es waren weit und breit geen Fundamente von een Ringoven oder sonstige Gebäude sind. Und die Natur hat da eine Biotop gemacht. Ein Waterloch und wilde Strücks. Im Frühjahr war da die Hölle los. Wenn die Kricker da hochtiet vierde, dann kosten wir manche Nächte nicht schlafen, sondern Spektakel machen die. Es wurde lang streng Schiene ausgelegt und Kippwelkes op und ein Diesellokomotiv drauf gestellt. Wenn er nicht gewerkt wordt, speelde wir keine Eisenbahn. Noch größere Jungs wie ich hadden mit einem alten Nagel den Motor von der Lokomotiv aan het lopen gekregen und hadden der Tankleers gefahren. Er war einfach in die Schulterdijver los, voor een route kriegen bij dat gevoel had. Nu jongen op Sint Maarten aan und dat comité traf zich alles op de weg te brengen wat nötig war. Mijn pap, der al die Kinder had, war auch dabei. Und mich der Vorschlag, der Meerteszug durch die Neusiedlung trekken te laten. Die Männer von dat Komitee stemden af und der Vorschlag wordt afgelehnt. Die Aflehner hadden nicht ganz Unrecht mit hinein. In Deutschland war geen Joodtijd in die Jahre. 40 Parteien kämpften die Mandate in die Regierung. Und 7 Millionen Erwerbslos hadden gewerkt. Auch die Neulüd in die Siedlung war ein Bondvolkske. Alle Verven worden vertreten. Man hoort ook dat Signal von het Überfallkommando uit die Siedlung. Die Polizei moest dan met die jonge knuppelen de Ordnung weer herstellen. Mijn pap wordt dat afstemmingsaanbieding op de maag geslagen. Hij riep de familieraad samen und ze besloten in de Ehe Sint Maartens in die Siedlung optreden te laten. Die rollen waren schnell verdeeld. Onze Pieter met Sint Maarten, onze Hennestra arme man. Mijn Schwester, als Christine und als Traut waren Näherinnen in een Kleiderfabrik. Die moesten de stof bezorgen voor de grote mantel. Lappense Pieter in de boer uit de Nobberschaft had 3 Pferd. Hij stelde het braafste Pferd, gesattelt met de Knecht Hendrik, als Gauleiter zur Verfügung. Jetzt moesten ze Pieter uitstaffeerd werden. Ik vang van ongen aan. Aan de voet had hij de beste schoen aan. Over die schoen en die waden van de pritsjesbox kwamen leren kamasje bis aan de knie. Die pritsjesbox had over de knie rechts en links uren uitgesteld, bis aan de heup. Van een Schaufensterbüste, die ongeveer die Grötte van onze Pieter had, schneide ze sorgfältig de kop af. Ze trennte der Torso in Vuur- und Hängerdeel. Die Zweideel wurde über die Schulter und unter den Arm mit Remkes und Schnalle beneden de Haute. Sorgfältig mit Silberbrunst gestreken und das Panzerhemd war fertig. In der Vasilowskis hadden ze nog een oude zomerhoed van ons mam gevonden. Der wordt nog umgemoedeld in een Römische Offiziershelm.
per Mundpropaganda wurde das auf die ganze Straße bekannt gemacht, was los war. Auch in die Siedlung wusste man, was oben ankommt. An dem Märztag mussten wir Kinder Zeit auf der Schulhof sein. Und die ganze Nachbarschaft befand auf der Hof. Wie auf der Schulhof die Musik an der Spielefunk, mögen sie befanden die Kätzkes von der Fackel an und mit St. Meter vorab gingen die Hölle auf nach dem Wehrplatz. Angekommen, boten sie sich im Halbkreis über den armen Mann herum und sangen Meereslieder. Dann kriegte der arme Mann seinen halben Mantel, es wurde noch in Zujabe gesungen und still, bis sie gekommen waren, gingen sie tränen. Wie wir Kinder mit Waldtüten und ein Wegemann ohne Kopf nach Hause kam, war der ganze Spuk vorbei. Mama steht in der Küche und war Riefkoek am Backen. All waren sie zufrieden, dass das so gut geklappt hat. Bloß der arme Mann hat jetzt die Gräse. Nicht genug, dass er durch das lange Sitzen auf der Doppel in Kauf wird hau. In sein Bettelskap, wo Pfeffermünzki gespendet wurde. Und das fand der arme Mann als doch jetzt wenig. Das Sortkirche, was meine Pap und meine Geschwister an der Ofen in die Siedlung gesehen haben, hat 1000-fach Frucht getragen. Christa, mir nicht ist das ja auch 70 geworden. Die Tochter von Trautsche und Irme Karl, genau wie ich in der Werk geboren, wohnt heute in Kerke und hat jetzt mit der Trommelchor getan. Die hat mir erzählt, dass die Trommler und Flöter seit zig Jahren auf das Siedler Sommerfest im Engelblick Platzkonzert spielen. Nu wird ihr, Leute hier im Saal, wie der St. Meerte in die Engelblicker Siedlung gekommen ist. Gott und Jod. So jetzt kosten meine Eltern und Geschwister. Und ich bin der Letzte von die Zuhat.